Läuft das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Dach lebe Hermann. Dach lief Caroline. Dach lebe Lückschott zu Hus und unterwegs. Dat is schön, dat da sit. Für unser Kote Podklav zu hören. Es ist ja jetzt ein bisschen Köter und ohne Sprachkurs, weil ja Schulferien sind. Und das ist auch der Grund, dass wir heute wieder einen Vorschlag haben für eine Ausflug. Seht ja alt das Sprichwort, warum in die Ferne schweifen, sieh das gute Licht so nah. Also Lur et Jode ist ganz in der Nöde. Und da haben wir gedacht, da könnte man ähnlich mit der KVB unterwegs sein und eine kleine Ausflug nach Bröl machen. Ja, das ich auch so sagen. Warum so wie fortjücken? Lot das Auto ins Stand und fahrt mit der Bahn. Ist überhaupt kein Problem. Da fahrt er bis Brühl Mitte, von Köln aus. Und in der Mitte ist das zwischen 20 und 30 Minuten. Es geht ja auch flücker wie früher, wo die Rhein-Ufer-Bahn jauf, ne? Der Kappes-Express. Das hätte ein bisschen länger gedauert. Ja, der Kappes-Express, das ist der Hatzing-Endstation im Barbarossa-Platz. Da möchten wir noch uns umstehen. Ne, in Köln, Barbarossa-Platz ist ja in Köln. Ja, aber für am Hauptbahnhof, ne? Da kann man jetzt insteigen und mit der 18 durchfahren nach Brühl Mitte. Ja, das Ganze jetzt in Brühl Mitte, so ist es. Der Kappes-Express, der wird ja mitten im Brühl-Marktplatz halten, da war die Endstation. Aber das ist jetzt uninteressant, das ist wirklich nicht mehr. Wie du gesagt hast, Brühl Mitte. Und Brühl, warum nach Brühl? Da gibt es Sport, da gibt es Kultur, da kann man in der Stadt ein bisschen spazieren gehen. Für große Leute und für kleine Leute. Für kleine Leute und so wie ja, für mir kleine Leute und für Pens, ne? Ja, für die Pens. Für zum Beispiel das Phantasialand. Ich glaube, man muss es nicht unbedingt verklären. Phantasialand, das hätte ganz tolle Attraktionen mit Varieté und man braucht nicht keine Werbung machen. Und wenn du in Brühl Mitte bist, dann fährst du mit einem Shuttle, der fährt, glaube ich, alle halbe Stunde und wenn er ziehen muss, auch öfter. Der wird vom Phantasialand gestellt und der kostet nichts, wenn du nicht das Kart kaufst. Und ja, das kann man online machen. Aber das Jahr wird früher nicht, das Phantasialand, war alt lang. Da bin ich als Panz alt hingefahren. Also ich weiß, wie ich in der Schule gekommen bin. 1967 haben sie das alt abgemacht. Ja, das war dann noch ganz klein, aber wirklich ist das gewaltig Dinge und bringt da Stadt Brühl wohl auch genug Gewerbesteuer, denke ich mal. Also wenn man von Brühl sprechen, wo das Phantasialand ist, das hat sich erst geändert, ne? Die auf Zige, da det man dann erzählen, auch Brühl, das ist ja, wo die Seen sind, ne? Von der Braunkohle, die Seen. Ja, die sogenannte Wille, ich kann mich noch erinnern, wie der Braunkohlentagebau war. Und so sind da die ganzen Seen entstanden. Für ein Beispiel der Heider Bergsee mit seinem Campingplatz, hat auch eine Wirtschaft da. Und der Bleibtreusee, da ist noch eine größere Attraktion. Ja, der Bleibtreusee, da ist auch Wasserski. Das gehört an sich politisch als zur Erftstadt. Aber wenn der einmal, da möchtest du allerdings ein Auto haben. Das hätte ich nicht zu Fuß von Brühl. Da gehst du, eine halbe Stunde und ist nicht so gut. Nach Heiderbergsee küsst mit dem Bus. Ja, das ist siehst du gut, dass du das sagst. Da Heider von Brühl Mitte fährt der Bus zum Heiderbergsee. Da sind ein paar Schritte. Du musst aber Konditionen haben, wenn du ganz drumherum gehen willst. Ja, man kann sich ja zwischendurch das Reste, das sieht ja gut aus. Und ich habe auch den Eindruck, merkt ja nicht mehr, dass das künstlich ist. Also die Bäume, die da inzwischen sind inzwischen so alt, dass das nicht
dass man nicht merkt, dass die so angepflanzt sind. Genau so ist es. Ich kann mich auch noch gut erinnern, für 50, 60 Jahre war das. Da wurden zuerst die Lupinen, so eine angepflanzt, damit jetzt Mutter Erde zustande kommt, dann die Pappele und die wurden dann gefällt. Und jetzt haben wir eine wunderbare Mischwald in Brühl. 50, 60 Jahre wird der jetzt alt sind. Ein Komplex im Heiderbergsee, der mod allerdings dran gelaufen. Wir hatten ja die 3 Sommerjahre, 18, 19, 20, wo nicht nur im Land, auch in Brühl am Heiderbergsee, eine Hang abgeholzt werden muss, weil die Bäume einfach verdrückt wurden. Aber die sind direkt wieder neu gepflanzt worden, aber jetzt wieder. Wenn wir jetzt von dem, wir können von der Römerstrauß ausgehen, die quer durch Brühl geht, ist ja schön auch, dass sie das römische Erbe geflasht haben. Ob der einen Sieg sind die Seen und dann ist das Phantasialand und ob der andere Sieg von der Römerstrauß hier die Kultur, also die Schlösser und das Museum. Ja. Und die Schlösser, die sind so ja Weltkulturerbe und so ja früher wie der Dom. Also das haben sie 1984 alt parat geknuft und mit dem Dom hätte es länger gedauert. Ja, 12 Jahre später. Ne? Ja, genau. Ja, der Clemens Aujus, der Wittelsbacher Kurfürst von Köln war. Und der hat ja dann das Schloss Augustusburg, was übrigens früher ein Wasserschloss war, hätte umgebaut, so barock, so wie es heute ist. Und dann im Abstand von 4-5 Kilometer rum oder jetzt weniger, das Schloss Falkenlust. Das war ein Jagdschloss, ein Kleinschloss quasi. Und der Clemens Aujus von Bayern. Ne? Was? Also der Clemens Aujus, hast du gesagt, da war so eine Kurfürst, der hätte ja nur ganz gut, ich habe gelesen, 4 bis 6 Wochen im Jahr hätte er gewohnt und dafür der ganze Zirkus, also ist krass, ja, ne? Und das Schloss Augustusburg, dann hätte das Treppenhaus auch vom Balthasar Neumann bauen lassen und das ist, man kann sagen, weltbekannt, das ist wunderschön. Also, wenn man so ein Schloss möchte, ich möchte da nicht drin wohnen, das wäre mir alles viel zu groß und nicht genüglich. Der Jade ist schön, also man kann da schön spazieren gehen. Ja, und übrigens das Schloss Falkenlust von die Brühler Brauereifamilie Giesler, die hat das Schloss Falkenlust 1832 gekauft, bis 1960 und heute vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert. Also ich war jetzt weg von den Schlössern und in der Natur, aber wenn du dich da jetzt drauf beträgst, ich weiß, das ist eine von meinen frühesten Erinnerungen. 1965 ist das Lisbeth, ne? Die Queen Elizabeth, ist nach Deutschland gekommen und da hätte der Bundespräsident Lübke besucht. Und da habe ich für der Öjelskis gesessen und habe mir das belurt. Da waren die in Brühl im Schloss. Und ich habe das so doll gefunden. Die hat so schön Hötsche gehabt, mit so fettem Druck. Das sah aus wie so gefärbte, Nudelschlot von meiner Mama. Aber das habe ich so vornehm gefunden. Und ich habe noch nicht gewusst, dass die sonst ja nicht da wohnen, dass die da nur eine Besuch gemacht haben. Ja, ja. Also das sticht für mich immer noch da drin. Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen so jetzt Festliches, wenn sie da die Schlosskonzerte machen. Ne? Ja, Jedes mit der Jahr. Feuerwerksmusik, die dann am Schluss dann geht. Da machen sie da Vivaldi und dann das Feuerwerk jedes Jahr. Ja, das ist erst wenn es nicht eindrucksvoll. rennt. Wann es nicht rennt. Ja. Aber was sie nicht parat geknuft haben, ist, also das müssen wir der Lüksche auch erzählen, ihr könnt nicht damit rechnen, irgendwo in der Nähe von dem Weltkulturerbe auch nur ein Tass Kaffee zu kriegen. Ja, das ist leider so. Da ist ja die Galerie, die sogenannte Galerie vom Schloss. Da war so eine Restauration drin und die haben sie bei der letzten Renovierung stillgelassen und die liegt heute noch still. Und wenn du das Kaffee trinken willst, musst du so 100 Meter gehen um Bahnhof. Da ist eine Wirtschaft, da kannst du dann jetzt schlappen, da kannst du essen oder trinken, wie du das haben willst.
Ja, das ist ja besser bei dem anderen kulturellen Phänomen in Bröl. Beim Max-Ernst-Museum, da ist es richtig schön Wirtschaft dabei, da kann man ganz in Ruhe sitzen und kann das alles noch ins Revue passieren lassen, was man da in dem Museum gesehen hat. Ja, das ist wahr. Der Bürgermeister Wilhelm Schmitz, der hat dafür gesorgt, dass das Max-Ernst-Museum überhaupt gebaut wird. Man hat Sorge, dass das finanziell von Bröl ja nicht gestemmt werden konnte. Aber der Schmitz, das war eine Geräusche. Der hat der Landschaftsverband und der Kreissparkasse als Finanzier dabei gekriegt. Und das Max-Ernst-Museum jedes Hück noch. Was ich allerdings vermisse, das war wieder, das hat die sich gelehnt in Köln, im Wallraf-Richards-Museum ist ja das Gemälde von Max Ernst, wo die Maria, dem Jesuskind, der blecke Foto am Kammersöhle ist. Und das war so, ja, wie sagt man, Paradebett. Das ist aber, wer es sehen will, der muss dann allerdings nach Köln in das Wallraf-Richards-Museum gehen. Ja, wenn man dann, dass man nach Hus fährt, kann man noch in Bröl in der Fußgängerzone einen nöchlichen Tass Kaffee schlappen oder Eis essen und dann wieder abheben anjon. Da wünschen wir euch, dass ihr eine schöne Tag hat im Fürjeberg, Phantasialand oder in der Kultur in Bröl. Mensch, einer sagt, das ist so ein bisschen wie die kleine Schwester von Köln. Und es wird auch manchmal noch schön Kölsch geschwatzt. Da wünschen wir euch eine schöne Tag und dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschö.